Bonjour bei Let's Pot, dem Podcast von der CSV-Fraktion. Man haut direkt 3 Inviten, mit denen wir zurückgucken, ob Covid-19 oder wie wir haut für ein Jahr nach gesagt haben, Corona. Effektiv war es den 29. Februar 2020, wie den ersten Fall zu Lützeburg gemeldet wurde, was dann noch alles soll dabei zukommen. Da hat wahrscheinlich kein gerechnet. Doch eventuell von unseren Inviten von heute, den Professor Dr. der Virolog Claude Müller. Ich stelle mich aber auch noch als einer Gast von heute vier Ladies First, einerseits CSV-Fraktionschefin Martin Hansen und dann der gesundheitspolitische Sprecher von der CSV, der Claude Wiesler. Bonjour zusammen. Bonjour. Ja, Dr. Müller, es goufen ja schon Viren auf dieser Welt, es goufen noch schon Coronaviren an der Vergangenheit. Mir wenig war da für ihr den Spezialist, der Virolog, klar, dass da gibt ein Problem oder kann ein Problem gehen, auch für uns zu Lützeburg. Was war dann ernst das, wieso? Also ich war im Januar 2020 war ich am Oman, wo ich eine Akkreditation gemacht habe für die Weltgesundheitsorganisation vom nationalen Labor am Oman, an die sich eben auch gerade mit Coronaviren, aber auch mit anderen respiratorischen Viren beschäftigen. Und da haben wir schon drüber geschwärzt, was hier Kapazitäten sind für PCRen können zu machen. Große Quantitäten. Und, sie hatten dann noch Leute aus Saudi-Arabien invitiert. Und, du weißt vielleicht, dass aus Saudi-Arabien praktisch wöchentlich Fälle von MERS 4 kommen, was den anderen Coronavirus aus mit 30% Mortalität. Und da haben wir dann darüber geschwärzt, ob dann der MERS an den Wuhan-Coronavirus, ob die sich könnten rekombinieren, was durchaus ein realistisches Szenario ist bei dem Coronavirus. Und da haben wir schon darüber geschwärzt. Und ehe ich an den Oman gegangen bin, weil ich just aus dem Laos zurückgekommen. Und ich habe meine Mutter habe ich da gesagt, also du musst jedenfalls bereit sein, du musst ein PCR entwickeln, für kurzfristig Großquantitäten zu machen. Ich muss aber sagen, die Reaktion war, dass sie mich ausgelehrt haben und das nicht echt geholfen. Ja, wahrscheinlich will für Drohnen schon da so Viren gehen und wir haben nicht panikiert oder so. Naja, das war ja immer weit fort, das war ja nie bei uns. Bei uns kann das die Bilder, die aus Wuhan kommen sind, die waren aber schon ziemlich echt zu holen, wenn ich gesehen habe, wie sie da ganz kurzfristig große Kapazitäten von mobilen Spitälern abgebaut hat. Das war schon ernst, wie das war den normalerweise gesagt. Mhm. Bei Influenza zum Beispiel. Ja. Soweit also den Expert, Politiker, das waren also kein Doktor, kein Virologe, kein Experte auf dem Gebiet. Und da war ein CSV-Deputierten Jean-Marie Halsdorf sich schon Woche 4 ersten Fall am Land, dem uns krank geht, schüss das Problem nach China, echt auf Zürich gemacht, Martin. Ja, ich meine, den Dr. Müller hat gesagt, die Bilder, die wir gewisse kriegen, die wären echt. Und dafür hat Jean-Marie Halsdorf auch schon am Januar letztes Jahr eine Question parlamentär gestellt und den dämolische Minister, den Herr Schneider, noch sich gefragt, wie die Regierung die Situation abschätzen und ob sie einen Notfallplan hätten. Und wir konnten sich als Antwort, dass ihrer Meinung nach die Gefahr nicht so groß wäre, dass der Virus importiert gehen, die wird Tresen zum Beispiel beim Notfallplan. Weil du sind einfach auf den Pandemieplan von 2006 verwiesen gehen, war der okay Plan als der für dieses Virus sich direkt konnte so umgesetzt gehen. Claude Wiesler, spätestens am März war die Pandemie noch Politik muss reagieren, sehr reagieren. Am Anfang gab es die große Unität, man eine Methode Krise, hat die Regierung am Anfang richtig gehandelt, also mit dem war den Demos wusste. Aber wenn die Meinungen dann zwischen Regierung und Opposition also nicht gegangen, weil die sind schon nicht immer auf einer Linie. Das ist richtig. Wir wissen, dass wir am Anfang alle gut als Politiker überrascht wären und uns auch bewusst wären, dass wir schnell reagiert gehen. Die Regierung hat, muss ich so an der ersten Etappe, effektiv schnell reagiert, hat auch ein Etat de Crise dekretiert, den Parlament hat müssen konfirmieren. Wir hatten bei uns an der Fraktion Diskussionen darüber und klar und deutlich gesagt, dass wir den Etat de Crise gegen unterstützen, dass man also die Möglichkeit der Regierung wählte, gehen an einer ersten Etappe ganz schnell zu reagieren, weil es einfach auch als Politiker, auch wenn es an der Opposition war, responsabel ist, für die notwendigen Maßnahmen schnell zu holen. Wir haben also die erste Maßnahme von der Regierung mitgedroht und fand, dass die Regierung schnell und auch gut an die erste Welle reagieren. Und dann kommen
dann eng Reihe einer Diskussionen, die für uns nicht unproblematisch wären. Nur dem Etat de Krise wollte die Regierung nämlich higoen an einen politischen Gesetz stimmen, was hier an sich wesentlich mehr Möglichkeiten gehen hat, ohne über die Chamber müssen zu fahren. Und da haben wir gesagt, nein, das geht natürlich nicht. Hier geht es um grundsätzlich Einschränkungen von Freiheiten, und wir wollen nicht, dass die einfach von der Regierung können dezidiert gehen, ohne dass die Chamber impliziert gehen. Das ist ja eine Meinung, die auch von Majoritätsdeputierten seiner Zeit vertreten gehen. Und ein zweites Problem, das wir hatten, das war, dass der Staatsminister eine Unité nationale an all seine Reden gefordert hat, gefroht hat, aber am Anfang nie umgesetzt hat. Und an Unité nationale stellen nicht mal vor, dass der eine Opposition mit an Decisionen mat impliéiert se fries eier Decision gehollers dann als Meinung als respektiv mat diskutieren leis fir am Funk eng Decision zu holen, die dann auch an dem vollkommene Spektrum von der Politik gedrohet. Hei als Justunité national deklariert gin, aber nie an der Realität umgesetzt gin. Ich finde dat ja als großen politische Fehler gehalen, den ganz frei ugefallen huet. An den dritten Punkt, dat den man dann beim Deklanchement von der zweiten Welle um der große Vakanz August, September hatten, wo man einfach fand, dass die Regierung viel zu viel los reagiert hat. Wenn der erste Etappe schnell wäre, effizient wäre, wäre das bei der zweiten Welle an Eisenhahn absolut nicht mehr der Fall. Am Jahr konstant bei den Texten, die ab von September gekommen sind, gesagt, die sieht zu los, es kommt zu spät, der geht nicht weit genug. An dem Mat auch die Sachen, die der Mat sind da technisch schlecht immer von tun. Als ein Konsens auch an dieser Approche nicht mehr möglich gewesen, da man wirklich eine Proposition als CSV gemacht. Dr. Müller, was zu dir dann allgemein zum Handling von der Krise durch die Regierung am Anfang? Ich kann ja auch mal denken, so, du hast Politik da nicht viel Ahnung, dass der will so bei dem heißen Sujet. Bedeutet, gehst nicht mehr keine Masken, an Tester wäre kontraproduktiv, dann werden wir immer testen, Masken. So dir du, sie wussten nicht besser oder waren sie berodungsresistent? Sie dir als Expert zu in einem Moment zum Beispiel mit angebunden gehen an die Decisionen von der Regierung? Ich kann mich erinnern, die hat schon ganz fragen, und die war denken, ich habe begonnen, Anfang März, ich gedacht, oh, also so schlimm. Ja. Nee, also ich meine, das Richtigste ganz d'accord mit dem, was der Claude Wieseler sieht, dass sie heute letztlich relativ frei den Lockdown gemacht haben, und das ist auch ganz gut, weil das bekannt aus der Wissenschaft, dass ein Tag den Lockdown mit frei zu machen, bedeutet eine Woche Männer lang den Lockdown müssen zu erhalten. Das ist ganz richtig. Trotzdem meine ich, dass aus meiner Sicht nicht alles optimal gelaufen ist, weil der Minister hat immer gesagt, dass wir müssen lernen. Nee, das ist richtig. Wenn man sich auf eine Lernkurve vorstellt, muss man natürlich darauf aufpassen, wo fängt die Lernkurve, auf welchem Niveau fängt sie an. Aber wie steil ist sie? Und da habe ich mit den zwei Dingen ein Problem gehabt, dass einfach zu wenig mit abzugeben, was über andere Viren bekannt ist. Das lag eine Menge an sich nur auch darunter, dass die Leute, die involviert waren, noch Decideuren, dass die eben zu viel auf den Coronavirus geguckt haben und nicht genug auf das, was eigentlich an der Virologie, an der Immunologie überhaupt über Viren bekannt ist. Das ist Menge an sich noch ein Problem gewesen. Und das hat dann noch dazu geführt, dass das auch nicht immer so gemacht wird, wie die Wissenschaft oder die Wissenschaftler gesagt haben. Und das hat dann auch aus meiner Sicht, wenn ich da mal so ein bisschen provokativ kann sagen, dazu geführt, dass die Lernkurve auch nicht steil genug, nicht gegen genug war. Ja. Und die hat er doch gesehen und vielen Sachen, die auch hier schon, die immer vorkommen, am Anfang hat geheißen, Masken die sind kontraproduktiv. Lo haben wir die letzte Monate immer darüber diskutiert, FFP2-Maske wäre besser wie andere. Wir haben aber trotzdem nicht systematisch die angefordert. Wir haben über Appen geschwärzt, die aber auch, dann hat Herr Bettel gesagt, j'aime pas. Wir haben über Schnelltester, eigentlich schwätzen wir schon seit 4 oder 6, mindestens 4 Monaten.
die sind aber noch nicht bis zu ihrer ganzen Potentialität angesagt gehen. Ich bin immer dafür plädiert, dass man mehr regional auch sollte gucken, an das auch öffentlich machen, aber wie das dann einkehr öffentlich gemacht gehen aus der großen Aufschrei gehen an den aus darum kassiert gehen. Ich meine aber, dass in Schulen extrem aufhängig sind von dem lokalen Gemengen Environnement, an dem was sich da aufspielt. Und ich kann nach viel anderen Frohen andere Sachen nennen, mich übersprangen an, ich komme und Situation von der Impfung. Ich meine, auch da meine ich, muss den mehr Flexibilität weisen an, die als ja an ich meine, dich an der Diskussion an der Chambre aufgelehnt gehen. Wir kommen noch op Impfen zurück, wenn ich richtig verstehen, dann hat in Kindern viel Zeit gewonnen, wann nawer Sachen echt décidéiert hat. Richtig, also was Menge an sich auch nicht ganz richtig verstanden, als gehen, und es sondert wirklich als Menge subjektiver Sicht, dass das beim Lockdown das ganz viel darüber geschwärzt geht, wir müssen Kurve niedrig halten, da das uns ja auch zum Teil gelungen. Mir wird ganz vergessen gehen, als wir müssen eigentlich viel bereden, ob das was nur im Lockdown könnt. Und da das Menge an sich noch nicht richtig ankommt, weil die Situation nur im Lockdown war genau dieselbe wie vor dem Lockdown. Ja? Nur im Lockdown hat man vielleicht ganz wenig Fälle, aber genauso viel hatte man da am Anfang. An die Epidemiologie war aber noch immer dieselbe. Das heißt, es waren 12 von den Leuten, die susceptibel war immer nach 97%. Und da das nicht richtig ankommt, und dafür also doch aus meiner Sicht nicht eine gute Strategie gehen, für da rauszukommen. Und dazu hat eben gehört, dass er sich während dem Lockdown damit beschäftigt hat, für zu gucken, wo könnte zu den Infektionen. Das wäre für mich der wichtigste Punkt gewesen. Ja, Claude Wieseler, den Dr. Müller hat schon angeschwärzt, doch zum Teil eng App zum Beispiel, war auch im Moment am Gespräch, eng Tracing-App, also von der CSV wie DAX am Gespräch, weil der wirklich so gelebt hat und weil es schon im Ausland zum Teil bewiesen hat. Du hast ein bisschen so Gag sogar mit dir gemacht in der Chambre. Den Herr Böttler hat immer gesagt, geht ich oder mal da an so. Ja, hat gesagt, geht ich immer der Mona, aber nicht gehen. Ihr hat aber kein Gemerk. Ich fand den politischen Fehler nicht, dass ich der Meinung bin oder mir der Meinung sind, dass eine Tracing-App alle Probleme gelöst hat. Ganz sicher nicht. Mir eine Tracing-App als ein Instrument in das anderen gewirrscht, weil der neuen Ern hauptsächlich Wichtigkeit gehabt hat, dem Moment, wo also manuellen Tracing nicht mehr richtig funktioniert hat. Und man wissen ja, dass das an dem November, Dezember so schwer hat, wo man so viele Infektionen all da hatten, dass die viele Leute, die am Telefon den Tracing gemerkt sind, die sind einfach nicht mehr nachgekommen. Ich weiß, dass Leute da während der Wochen haben sie gewährt und eher sie dann den Telefonsanruf kruten, den gesagt hat, mit dem Wert an der Gegend von einem, der positiv wäre, die muss durch Quarantäne gehen. Und das hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Und an dem Moment, so nicht ganz klar, wäre eine Tracing-Applikation notwendig gewesen. Das Problem ist, verschiedene Tracing-Applikationen am Ausland funktioniert, andere haben nicht funktioniert. Und mir denken immer, dass sie funktionieren, wenn sie akzeptiert gehen, von Anfang an der Wille von Vereinen, auch von der Politik, da ist für so zu der Leitheit macht. Das kommen wir das zusammen, gemeinsam, dass das etwas wird positiv dann empfunden wird, wo die Regierung auch im Vertrauen hat von den Leuten und auch im Vertrauen für so eine Lesung fried. Und das ist dann zu Lützeburg, wenn eine Regierung hingeht, von Anfang an sagt, hopp, was soll das, das bringt doch nichts, dann hast du keine Chance, ja, dann hast du keine Chance für so etwas. Ich finde das einfach schön, nicht, dass der Wunder ist, mehr all Instrument wäre wichtig gewesen, und hat einfach irgendwann verpasst. Ja, das schwer, da Vertrauen aufzubauen. Ein weiterer Chantier während dem ganzen Jahr wird Schule macht, halb mit A-B-Gruppen, Homeschooling, gouf alles. Für allem gouf doch viel Ungewissheit für Schüler, Enseignants und Eltern. Du hast dich doch ganz viel engagiert, macht den viel Proposen am Numm von der CSV gemäht, mit der Maisch hat du seine eigene Strategie. Auf jeden Fall wollte ein Propose nicht, mir op eine Strategie hat, dat drunter zweifeln ich auch nach. Auf jeden Fall davon sind ich fest überzeugt, dass es für Sommer verschlafen gehen, für die Rentrée anständig vorzubereiten, weil am Juli haben wir auch schon gewusst, dass wir im September noch immer den Virus hätten. An Schülerzugang, die gemeint,
der Minister Meisch hat recht erkannt, dass der Virus nicht immer da wäre. Und das ist schlecht, wir müssen den Sommer über die Präparationen machen, für die Schule sicher zu machen und das zu summen mit den Leuten vom Terrain, weil die wissen wen das am besten abhängt. Ich meine, da wären noch Möglichkeiten gewesen, für Klassen mit klein zu machen. Es wären alle die Sicherheitsmesuren, wie zum Beispiel die CO2-Ampeln, die der Lobby mal angefordert sind. Also das vieles Temperaturmessungen immer vorgestellt, war vieles möglich, mit dass sich alles refusiert gehen. Einzelsachen sind nur kommen, was extrem schön ist, weil ich bin auch davon überzeugt, dass man alles sollen machen, dass man kann die Jugendlichen können an die Schule gehen. Aber das geht aber nicht mehr, wenn die Schule sicher ist, wie gesagt, dass nicht gemäht gehen. Und dann als Stufenplan da, das ist aber aus der Stufenplan für zu reagieren, wenn der Virus bis da ist. Mit das ist aber kein Stufenplan da, für zu gucken, dass der Virus nicht soll kommen. Und das ist eine Stadt, was fehlt. Und dann so auch nach dem Homeschooling. Wir wissen, dass das Homeschooling wahrscheinlich nur die letzte Woche nicht wird letzte da war. Und das aber auch nicht anständig vorbereitet gehen. Der Minister so, da ist zur LOE-Konzept ausgeschafft gehen. Das weißt du dann Remmenke, das Konzept sollte am Juli ausgeschafft gehen, dass das im September brett wäre. Und dann haben wir Chance Gleichheit. Ich meine, auf den engen Plätzen funktioniert Homeschooling gut. Auch die AB-Gruppe funktioniert gut, das funktioniert definitiv überall gut, sodass man nicht können so, dass man überall dieselbe Chancen haben. Und dann riskiert durch die Bildungsscheuer, die sowieso schon weit als geht bei uns, zwischen denen sozial mich stärken kann an denen sozial mich schwächen kann die riskiert noch mehr weit als zu gehen. Auch da hatten wir schon am Juli gefördert, dass Missteps gemäht gehen, für die kann abzufangen, für die Schwächte konkret rauszufahren, aber für dann zu agieren. Mir leider Gottes, dass das auch nicht gemäht gehen, sodass ich, wie gesagt, Herr Meisch seiner Strategie zweifle. Ja. Ich würde vielleicht nach Schluss dabei sagen, ich meine, den Herr Meisch ist zu viel lang oder die Regierung ist zu viel lang auf dem Standpunkt, dass ein Kanner eigentlich in dem ganzen pandemische Geschehen praktisch nicht partizipieren. Und ich meine, das war ein Fehler. Und ich weiß nicht, ob das also jedenfalls haben sie zu viel lang darunter festgehalten, auch sogar wie sie andere Zöllen hatten, und das ja dann noch offengelegt ging von der Presse, wo eben einfach Normalisierung von den Kurven nicht richtig gemacht ging, und dadurch ein Andrang entstanden ist, dass kann da keine Rolle spielen an dem Ganzen. Und das war meiner Ansicht nur ein Fehler, und sie haben doch lang drüber geknabbert, bis sie das dann irgendwie an hier Strategie oder die neue Überlegungen an hier Strategie arbeiten haben. Ich bin vielleicht nicht froh, Dr. Müller, also den Herr Meisch hat ja mit großem Show-Effekt die Buffen verdeelt, wo man direkt am Anfang gesagt haben, wäre nicht chirurgisch Maske besser, muss man nur ein nur gefragt, die Rekommendation für die Buffen umzudienen, sind aber immer nicht schrecklich. Also ich denke persönlich, dass es besser wäre, für mindestens ein chirurgisch Maske. Ja, also ich bin noch der Meinung, also ich meine am Anfang, wie wenig Maske ging das, als ja argumentiert gehen, dass es nicht viel ging bringen. Und dann habe ich mir gesagt, ja, da soll er bestimmt eine Maske machen oder ein Buch holen. Da hat ja auch den Herr Bettel heute dann das Gespräch gebracht. Und beim Resultat eigentlich, dass man eigentlich, das war ja dann besser wie nicht. Also wie nicht, ja. Und lo, meine ich, wo genug FFP2-Masken oder mindestens chirurgische Masken da sind, muss ich sagen, mit das besser wie die selber gemachten oder die Buffen. Und ich meine, den Schritt ist immer noch nicht systematisch gemacht gehen. Und den hätte eigentlich schon müssen, spätestens am Oktober, wie zu anderen abgegangen sind, hätte das müssen korrigiert gehen. Mhm. Claude Wieseler, den hin an hier, die gouf schon net an der Schule, mit den gouf zum Deel noch bei viele Betrieber opzo, besonders Torresgas ganz durch getroffen. Auch du gouf net ganz viel CSV-Proposen, ja war ball immer verworf goufen. Ja, das ist richtig. Ich habe so die Impression, dass an diesem Sektor gerade wie an der Schulregierung einst du angstführenden Decisionen hat oder für sie dann zu holen, wenn sie also sinnvoller notwendig sind, das ist relativ frei. Ich stelle mir fest an dem ganzen Kommerzsektor, dass wir am September, Oktober eine Reihe Sachen frohen, zum Beispiel, dass die Verkaufsoffensichtlicher, zum Beispiel Black Friday und ähnlich, dass das vielleicht nicht so stattfinden, dass wir frohen, dass an der Grund zu fassen, nur wirklich Maßnahmen soll angefeiert gehen, für besser können
do die ganz viel Leid, die heinst du samstes oder wat auch immer do sind, besser zu gerieren. Auch froh mach seit lange meint, dat er sich an den Klängen Kommerzen auch strikt Sicherheitsmaßnahmen solle sinn, wie viel Leute umhandeln, wie dat alles soll ausgesehen. Mir stelle fest, dass zwei all die Maßnahmen kommen sie schlussendlich. Mehr verschiedener mat 2-3 Monate oder einer mat engem Mond Retard, du wo den Druck am Anfang so groß ging als dat Regierung gonne mit lerncht kom verschiedener sich spät am Dezember recht kom anstatt schon am Oktober, am November. Und ich muss sagen, hey, Asio, die ganze Kampf gegen den Virus Asio, ein Kampf gegen Zeit. An all Wort, die man verlieren, wie Dr. Müller das richtig gesagt hat, ist einfach wesentlich, an hey, ist einfach viel Zeit verloren gehen, für die Maßnahmen zu holen. Wir regretieren, weil ich Mengen den drei Sachen können vermeiden, wenn ich mehr dynamisch aktiv, direkt, ich ging sogar aggressiv, Maßnahmen an einer früher Zeit geholt. Mit dieser Sicherheit für alle morgen gesundheitlich Sicherheit, was natürlich viel geht, mir auch verschiedene Sachen, da wird es proposiert für den Betrieber zu helfen, den Independent zum Beispiel. Für Selbstverständlich. Ich meine, da sind auch eine Reihe Maßnahmen, wann eine Regierung, ein administrativ Ferntür von Betriebern möchte, an Betrieber also an eine total Unmöglichkeit mich nach zu und zu verdingen, dann scheint es als absolut normal, dass den Manque à gagner kompensiert wird, an dass die Regierung auch dafür sorgt, der Staat dafür sorgt, dass die Subsistenz von den Betrieben no der Pandemiezeit auch garantiert das. Da sind auch ein ganz Reihe Maßnahmen geholt, die muss ich auch wirklich so, mit verschiedener sind dann so lange rausgezögert gehen, dass aber Betrieber Schwierigkeiten hatten, hauptsächlich, dass viele Leute sich enorm Sorgen machen, ob ihre Betriebe überhaupt noch kennt evaluieren, das hat alles können noch an einem anderen Rhythmus ernst geschehen. Dr. Müller wollte noch ich wollte noch etwas zu der Horeska dabei sein. Also ich meine, das ist für mich ein gutes Beispiel eigentlich, wo hätte während dem Lockdown an der relativ ruhiger Phase bis zum Oktober, da hätte müsste wirklich richtig sichern, was für Rolle die verschiedenen Situationen, wo könnte zu den Infektionen. Und du hast oft mit ganz wahrscheinlichen argumentiert gehen, sie wird, also am Ende war es immer so, dass sie es eigentlich nicht wirklich wussten. Und das wäre für mich eigentlich ganz wichtig gewesen, für die Situationen zu identifizieren. Und dann aufgrund von der Basis, also identifiziere schon während dem Lockdown, also eher dann die bekannten zweite Welle Kommas, für dann do können klar zu so, wo möchte ich den so, aber wo möchte ich den nicht so. Und ich meine, der Battle hat sogar zu einem bestimmten Moment gesagt, dass die Horeska-Betrieber nicht eine wichtige Infektionsquelle sind. Ich weiß nicht, ist das auf der Basis von Daten gewirrscht oder ist das besser gewirrscht, weil nicht so viel Strengmartine sind. Für mich ist jedenfalls wichtig, als effektiv, so wie der doch gesagt hat, im Horeska-Bereich ist wahrscheinlich stehen den am meisten Leid. Und ich meine, dem ist auch, dafür ist auch meine Meinung, dass wenn die Impfung kennt, wenn die Impfung substanziell da ist, für viele Leute, dass die Leute auch dann dürfen bei Horeska-Betrieben rangehen, also an Restaurant gehen. Das ist meine Meinung. Auch wenn da sind, die noch nicht geimpft sind oder nicht wollten geimpft sind, meine ich, einfach für die Betriebe zu entlasten. Ja, weil die New York zum Teil macht die auch viel investiert, die Betriebe für sich konform zu machen und dann also im Zoo gemacht gehen. Weil im Moment die Betriebe viel investiert und die waren im Zoo, ne? Ja, das kann ich schon verstehen, dass die auch verdrisslich gehen. Klar, an hinne fehlt alle Prävisibilität. Das heißt, sie wissen noch nicht, so viel März, wenn Lorem abgeht, könnte man dann eventuell abmachen an den notwendigen Konditionen. Dann, das heißt, sie können gar nicht reagieren. Und das ist extrem schlecht. An einer Krise, meine ich, muss man in den Betrieben irgendeine Perspektive gehen. Und das, was der Claude sagt, sie müssen so machen, dass sie müssen anständig Beihilfe kriegen, dass sie überhaupt packen. Das ist am großen Ganzen, muss ich sagen, etwas, was uns fehlt. Was mir immer gefragt und was sind Zielsetzungen, die der Welt mit deren Maßnahmen erreichen,
wenn man bei so viel Infektionen den der Sinn über den Wort über 14 Tage, können wir dann lockeren respektiv von Zölen so aussteigen, dass man über wie viel Zölle kommen, da muss man Maßnahmen holen. Alles das wird Perspektive sind, wird das Zielsetzungen, die man mit verschiedenen Maßnahmen, die man holen, wird die sind alles das als nicht gesucht, geht nicht chiffriert. An dem Moment lässt du das auch ganz am Werken auf die Leute als Perzeption und Verständnis von den Decisionen. Die gehen da ganz schwierig zu kriegen, weil es nicht in der Mauer, sondern in der Mut als durch Empfang zuhlen, die ja riecht oder nicht riecht. Das will ich der Regierung auch reprochieren. Wir haben die Perspektive nicht, wir gehen sie nicht. Und auf der anderen Seite holen wir Decisionen, wo hast du die Impression, dass sie was heute im Himmel kommen, ohne dass sie am Anfang argumentiert sind oder am Vieraus Dr. Müller, was soll dir dann allgemein zu der Reaktion so von den Leuten dabei sind? Versteht ihr aber, dass da viele an immer mehr gehen, die es einfach genug haben? Also, wir haben es auch genug am Anfang, oder mal, ne? Das Leute, die so, ich hätte gerne meine Freiheit drin, und auch die so, das ist nicht mehr wie ein Grip. Ja, also ich meine, ich weiß nicht, ob allgemein wirklich richtig verstanden geht, was eigentlich passiert. Nämlich, wir haben das große Problem ist, dass wir ein Virus haben, wo weltweit keine Immunität, null Immunität gibt. Und das ist ganz klar, das führt dann zu einem Übermaß von Patienten, von Kranken, an die zu gerieren als ein ganz großes Problem. Und dann wird aber zusätzlich die Krankheit auch noch ein wesentlich mehr eine hohe Mortalität wie die meisten Infektionskrankheiten, also respiratorische Infektionskrankheiten, die wir so kennen. An die Diskussion, also die Kombination, muss ich richtig verstehen, aber die Diskussion darüber wird noch mehr kompliziert, dadurch, dass die eng überhaupt nicht krank gehen, an die anderen extrem krank gehen. Also der wir nicht übersehen, wir hatten bei denen, die den Altersheimer, da hatten wir 20% Mortalität. Und das ist natürlich ziemlich viel. Bon, da kann ich natürlich sagen, das muss die Gesellschaft verkraften, oder sie den, nee, das ist absolut zu viel. Ne? Wir können natürlich sagen, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass die ganz stark umschrieben, konstitutionell und institutionell Risikogruppe, könnte von Anfang an mehr stark protegieren. Und dann wären wir vielleicht ein bisschen an einer anderen Diskussion. Eher sind wir da nur NRW an dieser Krise. Von Anfang an war ja gewusst, dass am Fungel just die Impfung den Ausweg kennt sind. Eher mal dazu kommen, Professor Müller, gibt es schon auch eine viel bessere Behandlung von den Covid-19-Patienten wie am Anfang? Gibt es Medikamente, die ausschlagen, oder gibt alles auf die Impfung gesagt und du am Anfang nicht weiter geforscht? Nee, also das ist ganz sicher weiter geforscht, weil die Leute, die über Impfungen schaffen normalerweise nicht über neue Substanzen, die potenziell vorkommen als Medikament. Trotzdem muss ich sagen, also da müssen eigentlich echt meine Kollegen frohen, die wirklich Terrain Patienten behandeln. Mein letzter Stand, und ich ging so an den als vielleicht mondial, als das immer nach einem Antikoagulantien kombiniert mit Dexamethason eigentlich die Standardbehandlung ist und dann natürlich symptomatische Behandlung. Und ich meine, die Leute, die noch nicht krank sind, die können natürlich gucken, dass ihre Vitamin D-Spiegel hoch ist, gut ist, und nicht, dass sie nicht unter dem rekommandierte Level sind, das kann doch helfen. Noch länger Vitamin D verdeelt, also de Gratisverfügung statt für Population, Vitamin D, wie dat eng Vitamin D kann. Also ich meine, muss nicht alles gratis sein. Also es geht hier um die Leute hier ege Gesundheit an hier egen überleben. Also ich meine, da kann ich auch schon eine kleine Form machen. River dabei Timpfen, Claude Wieseler, du vermisst CSV von Anfang an eine Strategie, wen wenig genau druckend, mit Datum, die natürlich auch von den Lieferungen vom Impfstoff aufhängig sind. Wir müssen irgendwie, wie es doch für den Druck schon gesagt hast, eine Strategie an dem Ganzen. Ja, wir hätten am Anfang wirklich gerne gehört von Anfang an, dass die Leute klar gesagt gehen, wie dann die Regierung will am Impfen vorgehen.
nicht unbedingt dat. Wir wissen ja auch, dass die Lieferung und die Regierung nicht dafür kann, an dat en dofir muss gucken all der verdracken der net racken dofir hun dofir Verständnis, dat e kein präzis Datum kann gin par contre wat man ger vu van Google hat hätten, dat sind dann déi Gruppen oder dee gift get jo verschiedene Meigketen. Team den no Alter oder no Vulnerabilitéit oder den River an Team den wie Änner Länder am vu no dee Berufer, die am notwendigste se fir Daylight zu schützen, die an der Ökonomie am wichtigste sind. Dat war am Anfang eng Diskussion an du hun ich einfach fand oder hun mir fand, dat die Regierung extrem spät mat engem 6 Etappen dann lo Kommmers, die mir von Anfang an gefragt haben, immens viel froh noch von der Leid gestaltet und Leute sich vorgestellt, Fini kommt nicht drauf, wie geht der dann und so weiter, das immer verstärkt. Und das war, ich erzähle das, weil aber so symptomatisch und typisch ist von dem, wie Politik gehandelt wird. Ich kann mich erinnern, für einen Monat hatte ich der Chambertribüne und ich genau dafür plädiert und ich gesagt, wenn ich geliebt gibt aus den Etappen, wir sind nicht bewusst, kein Datum braucht darauf zu setzen, wann es ändert, weil der eine Lieferung kriegt, verstimmt ja auch, dann hat erklärt, leidet. Mir so als Schuss wieder wird man. Denn Herr Böttler ist auf die Chambertribüne gegangen und hat mir gesagt, das ging mein Team nie erfroh, weil da gingen die Leute enttäuschen, wenn es nicht so wäre, hier in der Welt, das nicht, hier kennt das nicht, dann das wäre am Funktionieren. 3 Tage noch, das war Freude. Mindest als man am Lehnert an einer Pressekonferenz abgetreten und hat genau den Impfplan, den Impfstrategie auf den Tisch gelöst, den man 3 Tage vom Staatsminister total refusiert. Du warst nämlich den Propos. Ja, also ich muss sagen, dass man am Funk auch nach an diesem Moment egal habt, als du. Ich fand, dass an so Krisensituationen wie den Datei, in der politisch handeln soll, ernst mehr wird, das wesentlich, dass eine Regierung hier Kredibilität behält, weil sie muss eng Leaderrolle holen an enger Krisensituation. Man so erweisen für une Politik rumzugehen, verlierst einfach einen Teil von enger Kredibilität an so auch als Opposition, das ist am Anfang nicht gut. Ja, sind wir beim Vertrauen. Dr. Müller, die wollte noch dazu sagen. Ich wollte Folgendes sagen. Also ich meine, dass mit den Lieferungen, das hat Claude Wiesler schon gesagt, dass die nicht immer prävisibel sind. Ich meine, es wäre wichtig zu sagen, wie viele Leute können wir dann impfen, wenn wir genug Vakzin haben. Und wir haben im Moment genug Vakzin. Und vorher eben kommen wir sehr genug weiter an. Da sind ich Probleme sind nicht flexibel genug mit der zweiten Dosis, dafür geht es nicht so sehr. An den anderen Punkt ist, Mengen sich noch misst auch innerhalb von der Phasen Prioritäten festgelegt gehen. Also ich bin nämlich der Meinung, dass ich hatte doch schon geschrieben, dass zum Beispiel wie an der ersten Phase die Altersheimer durchgeimpft gesehen, die prioritär direkt hätten müssen Druck kommen, die einen echten Fall hatten, für das sie alle Gerüchten durchgeimpft gesehen. Das aber auch nicht gemerkt gehen. Und dann bin ich auch der Meinung, dass innerhalb von den Phasen, die laufen, ging es Sinn machen, Leute, die also vom Alter, von ihrem Risiko an der Phase dran sind, an sie gehen aber infiziert, das heißt, sie sind positiv getestet, oder das bekannt, dass sie mit einem positiven Kontakt hatten, da sind die dann auch prioritär drin hält innerhalb von der Phase. Also ich ging noch nicht so, dass man Junker holen an die dann impfen, die aber innerhalb von der Age Bracket sind, die müssten dann aber auch prioritär an der Phase Druck kommen. Das dann vielleicht ein letzter Punkt. So, wir müssen noch überlegen, ob innerhalb von den Gruppen, von den Phasegruppen, nicht auch bestimmten Situationen oder Berufe oder so führt sind. Also ich denke da auch und Schulmeisterin an Enseignants. Also ich schon da nach kein ganz fest Meinung, aber ich gesehen aber, dass da sicher nach Diskussionsbedarf ist. Lass du das eben die Strategie, wen soll geimpft gehen, dann ab genug Impfstoff da, also dann nicht mit, bleibt aber auch ein Problem, musste genug Leute geimpft gehen. Und merkt den ja aber auch nicht zuletzt an den sozialen Medien, merkt den noch, dass auch viele Leute die Impfung nicht wollen oder heute da, macht die Misse nicht auch
mal endlich eine richtige Kampagne starten, für sich impfen zu lassen. dachte mis ganz klar machen, weil ich mein, wir brauchen ein Team, dat man aus der Krise rauskommen, dat man irgendwann enke reist normal leben, wat man schon nicht mehr kennen, können zurückreden. Also müssen so viel wie möglich Leute sich impfen lassen. Und das klar Einzelleute husen und auf der anderen Seite man Impfgegner an diesem Moment eben aktiv für allem auf die sozialen Medien. Und dafür haben wir das schon mal lang gefunden. Wir brauchen eine ganz proaktiv Informationskampagne, eine Sensibilisierungskampagne, für die Leute wirklich dazu zu kriegen, für sie auch zu informieren, dass sie sich müssen impfen lassen. Weil wir können das Feld definitiv nicht den Impfgegner überlassen, weil wenn wir keinen hohen genug Prozentanteil von Leuten kriegen, die sich impfen lassen, dann haben wir definitiv ein riesengroßes Problem. Und dafür muss man ja alles dran sitzen und das geht nicht durch. Ich meine, im Moment gibt es Einzelsachen im Site vom Ministère de la Santé oder das kann auch online andere Sachen gucken gehen, aber es sitzt nicht alle Menschen den ganzen Tag am Computer. Also brauchen wir wirklich eine breit angelegte Informationskampagne, die sich für ihn erreicht. Ja, vielleicht da etwas dabei. Meine Impfkampagne ist eigentlich ganz einfach. Die Leute haben den Choix. Entweder lassen sich impfen oder so ein Virus. Dazwischen geht es nicht. Weil auch dann, wenn wir eine Herdenimmunität haben, unsere Grenzen sind so offen. Und wir gehen so gerne an die Vakanz. Das heißt, früher oder später werden wir aber mit einem mal Kontakt kommen, den Virus hat. Und dann kriegen wir noch. Das heißt, es gibt kein drittes Choix. Es gibt nicht entweder die Impfung oder der Virus. Die Impfung dann refusiert, das ist dann ein Kollateralschäden quasi. Naja, also ich meine, für ihn ist es wahrscheinlich kein Kollateralschäden. Genau, den hat der Preis. Aus gesellschaftlicher Sicht, also ja, wenn das so will. Ich meine, die Leute erwerben zu viel allgemein von der Herdenimmunität. Ja? Also es kann schon darum gehen, dass die Einzelnen für sich selber responsabel dezidiert, dass sie sich impfen lässt. Mir versteht dann, Dr. Müller, auch die Diskussion, die über die verschiedenen Impfstoffe gehen. Freund Leute sich, was da dran ist, wie besser ist. Also früher sind wir geimpft, hat nie sich gefragt, was da dran ist. Ich war in Brasilien für über 10 Jahre, und ich musste gegen Gelfieber geimpft, ich habe mich nicht für Drogen renseigniert, was da genau da dran war, wie lange das getestet wird. Und Leute alle auf den Impfstoff gewartet, da ist dann viel zu sehr gegangen, das wollen wir nicht. Ja, also den Hype ist eigentlich nicht wirklich verständlich, außer dass man in Kommunikation hält. Es sind einfach zu viele Leute, die mengen sich immer da profilieren zu müssen, dass sie dauernd Frohen zu den Impfstoff haben, Frohen, die eigentlich längst bekannt sind oder längst beantwortet sind. Und eng von den Frohen ist zum Beispiel, ja, wieso das ist sehr gegangen, als dafür aber sicher. Ich meine, die Frage ist schon so oft beantwortet gehen, oder die Frage von den sogenannten Nebenwirkungen. Ich meine, es gibt 2 verschiedene Sorten von dem, was den vielleicht als Nebenwirkung will nennen. Das eine ist Reaktogenizität, das ist etwas, was 1, 2, vielleicht maximal 3 Tage unhält, lokal ist oder Kopfweh an Muskeln und so weiter, ein bisschen Fever. Das ist eng sagt, das ist nur 3 Tage fort. Und dann das andere ist, wenn der Nebenwirkungen, wenn der von Langzeitnebenwirkungen hat, und das ist eben da, wo die Vermischung gemerkt wird, der Langzeitnebenwirkungen bei Wachsen, der gibt es eigentlich kein. Und es geht immer darüber geschwärzt, und natürlich geht auch darüber an den sozialen Netzwerken geschwärzt, eigentlich gibt es kein. Also die einzige, die vielleicht Leute sich rappellieren, dass man nur der Impfung gegen den pandemischen H1N1 2009 sind an einer skandinavischen Etude als die Narkolepsie abgetreten. Muss ich dann aber auch gleichzeitig so an, ich ging so, und das war eine seriöse Etude, ich muss Ihnen aber auch gleichzeitig so, dass 6 andere Länder, die das auch für sich tun, not zu reproduzieren, da war den Effekt nicht. Und dafür ist es ganz wichtig, eben nicht immer von Nebenwirkungen zu schwätzen, mehr von Reaktogenizität. An der Langzeitnebenwirkungen, die einfach nicht gut. Auf jeden Fall, ich meine, wir haben immens viele Virologen am letzten Jahr beikriegt, wenn ich auf die sozialen Netzwerke gucke, die Frequenz davon. Du hast große Konkurrenz gekriegt, meine ich. Naja, also den Unterschied, ich will dann noch erklären, was ein Unterschied ist. Also ich meine,
wenn ich vor 6 Monaten wie dich von einem Virus gehört habe, dann hat den dann angefangen zu lesen über Coronavirus. Das eine Sache. An die andere Sache ist, dass es aber viel Erkenntnisse gibt über Viren, über Impfungen, über die Immunität, über wie das Immunsystem funktioniert. Und da muss ich nicht immer so, oder muss man richtig lehren. Nee, wenn er sich damit beschäftigt hat als Virologe oder Immunolog, dann sind das Sachen, die bekannt sind. Und wenn aber Leute just nicht mehr gucken, was also gerade über den Haie-Virus an dem speziellen Bereich bekannt, ja, da muss ich sagen, das ist noch nicht bekannt für den Virus. Wir wissen aber, wie es ist für Dutzende von anderen Viren. Und das wird nicht berücksichtigt. Und da, also auch bei den Decideuren, hast du zu wenig Verständnis für die Situation. Ja, besonders bei dem AstraZeneca, du gibt die letzte immer mehr und Leute, dass den immens viel Nebenwirkungen hat, dann liest den, dass die nach verschiedenen Kliniken schon irgendwie benutzt wird. Das verunsichert Leute natürlich auch. Ja. Gibt die richtig Spritze lassen? Absolut. Also ich will mal so, also echt, wie kann das auch zu der Fokussierung darüber? Bon, ich meine, Medien sind an Deutschland nicht besonders impffreundlich. Also ich selber, ich habe eine Kurs zu Saarbrücken auf der Uni für Medizinstudenten, weil eben einfach an Deutschland eine ganz starke Strömung ist gegen die Impfung. Und die Strömung, für der entgegenzuwirken, ist eben gerade die Kur hecht effektiv Impfverweigerung, also den Umgang mit Leuten, die Impfen verweigern, an noch über Impfethik. Das heißt, das ist also etwas, was immens stark an verschiedenen Ländern schon am Dingen dran ist. An Medien, die sind auch immer kritisch. Wenn da guckt, lo war für einer Woche war eine Revue, du hast den großen Titel Impfen oder nicht. Der Artikel war ganz okay. Und das auch zu einer aus meiner Sicht richtiger Konklusion kommen. Aber der Titel war aber schon provokativ und hat eigentlich die Leute gesagt, ja, kann ich das oder das machen. Und das ist nicht richtig. Ich habe noch das Titel gesehen, da sind unter da sind nur der Impfung gestorben ist. Da steht ganz in einem Artikel, dass aber kein Zusammenhang bekannt, dass das mit der Impfung zu tun hat. Genau, ganz Titel genau. Das mal aber ganz genau. Ja. Claude Wiesler hat dann Europa richtig gehandelt bei dem Impfstoff. Europa hat ja in dieser Krise auch nicht immer alles richtig gemacht, oder? Also ich ging auf dich zu, dass es gut wäre, dass Europa sich auch um die AKE gemeinsam für 27 Länder bekümmert wird. Weil wenn du dich vorstellst, was das für ein Gewulski wäre, was 27 Länder einzeln mit den Firmen müssten negociieren, und notamment für ein Kleinland für Lützeburg, für dann par rapport zu größeren Ländern beizukommen, wäre ein echtes, ein richtiges Problem gewesen. Die erste Antwort wäre froh, es ist wesentlich, dass man eine europäische Abkaufsstrategie gemacht hat. Das ist mal der nächste Punkt. Der zweite Punkt, ob dann immer von der Kommission richtig und hauptsächlich schnell genug gehandelt, gehen aus einer Diskussion, die sicherlich zu feiern, als die aber am Nachhinein mehr einfach zu feiern, wie für drun, weil hätte für drun gewusst, was für ein Impfstoff wie nie ging fertig gehen, dann hätte sicher das vielleicht ernst gemerkt. Wo sind aber nicht dafür die Kommission probiert, ob die verschiedenen Laboratoren zu setzen, und Madame von der Leyen hat ja auch selber gesagt, dass auf fin de compte mehr ein Akzent auf die Recherche gelöst wird, wie du nur, ob das ein großes Problem von der Rapidität von der Produktion von der Vaccin, an dass das Problem von der Produktion von der Vaccin an den Quantitäten, die wir brauchen, wahrscheinlich ein Erschert hat. Gut, wie nicht besser für Druck gemacht hat, die soll ich weisen. Ich will just so, dass ich froh bin, auch für Lützeburg, dass wir auf den europäischen Weg gegangen sind. Das wäre man nicht drauf gegangen, eigentlich hätten wir wesentlich mehr Probleme gehabt und auch wesentlich andere Preise müssen bezahlen. Natürlich geht das noch viel zu viel los für die Bösen, weil die wäre direkt geimpft. Aber ich meine, dass die Kommission ja auch an den letzten Monaten nach ein ganz Reihe Vaccin gekauft hat, wo ich gesehen habe, was für Firmen dann mehr frei fertig gehen, sind, so dass das Programm umholen ist. Und ich hoffe, dass man so schnell wie möglich dann auch
ganz umgesetzt kriegen. Maja, Neuwachsen macht soll die Regierung denger Meinung noch sich dann noch für andere Wachsen schon interessieren an reservieren eventuell. Ich denke noch zum Beispiel in die russische Sputnik oder so, da sind, sobald den autorisiert wird, dass in den hat, also muss man nicht so proaktiv als Druck gehen, dass man alles so, was man kann kriegen, weil natürlich autorisiert, dass er gut ist. Ja, ich meine schon, dass man das soll machen. Noch die EU soll das machen, weil man muss einfach sehr viel kommen beim Impfen. Da darf man nicht trendeln. In einem Moment sind wir definitiv nicht sicher. Du musst natürlich aufpassen, dass der Impfstoff, wie gesagt, wissenschaftlich getestet wird, dass eine hohe Wirksamkeit hat, dass er an der EU zugelassen ist. Aber dann meine ich einfach, soll man gucken, wie so viel wie möglich zu kriegen. Wie gesagt, die EU auch an alles, was zu viel ist. Soll man wirklich die Entwicklungsländer gehen, weil auch da brauchen wir es. Und auch da meine ich, ist noch nicht richtig viel gesehen, wie wir die Länder können beliefern. Ja. Also ich kann vielleicht Nachschuss dabei sein, soweit ich weiß, oder mein Standard, Kenntnisstandards vielleicht lo für dich an, aber trotzdem habe ich es lo noch nicht bei der EMA beantragt für den Vaccin zulassen. Und ich ging auch mengen, dass das auch ein politisch verständlich Diskussion ist, weil sie wahrscheinlich mehr politisch profitieren, wenn sie den Vaccin und viel andere Länder gehen, wie wenn sie da ganz viel in Europa gehen. Mhm. Komm ich jetzt noch ganz kurz über die Schnelltester, die immer mehr sollen kommen. Dann, wo sollen die überall gesagt, die sollen die überall kommen? Wie sieht ihr das? Also für dich fallen nicht, dass wir getrennt tun, auch bei den Schnelltesten. Wir haben schon im September gefragt, weil die anderen Länder schon Schnelltester hatten, ob wir nicht auch die Schnelltester hier ersetzen. Da sind wir im gesagt, gehen wir die Labors im Gang da zu testen. Da sind wir im Dezember gesagt, ich weiß nicht, ob es immer andere getestet und ich weiß auch nicht, wer da rauskommt, was beim Testen, wie Fakt ist. Andere Länder setzen sie schon an, aber wir haben noch immer keinen. An den Schulen in Österreich kann er machen sie selber. Ich meine, Schiedfried, den daraus detektiert wird, das Risiko haben wir ja fort, auch der Schnelltest ist nicht, was die einzige Lösung ist, mit das einfach ein Teil, weil das hilft, mir sicher zu gehen. Bei den Altersheimer, Leute, was auf Besuch gehen oder was sie Besuch kriegen, das kann ich nicht wirklich, auch an den Betrieben können die nicht ersetzen, freiwillig. Wir müssen so viel das tun. Und wie gesagt, das ist einfach traurig, dass wir da an tun hängen. Dr. Müller, hast du in der Zukunft, dass man demnächst überall mal Schnelltest machen? Also ich ging mal etwas nach zu den Schnelltesten so, weil da nämlich auch viel, am Anfang ist ja oft gesagt, ja, sie sind so schlecht, so eine niedrige Spezifizität, eine niedrige Sensitivität. Aber wenn ein Schnelltester, wenn ich richtig, also je nachdem, wo ein Schnelltester ersetzt, hätte ich gerne eine hohe oder eine mehr hohe Sensitivität oder mehr hohe Spezifizität. Meistens geht das auf Kosten von dem anderen. So, wenn in Avalo, das Menge an sich noch, wo Schnelltester eigentlich richtig sollten angesagt gehen, zusätzlich zu dem, was Martin Hanse gerade gesagt hat, Schulen an Altersheimer und so, Visiteuren, als aber, sobald ein symptomatisch ist, an den Verdacht besteht, also Symptome, die mit Covid-19 kompatibel sind, dann soll den direkt einen Schnelltest kriegen. Das bedeutet, dass innerhalb von einer halben Stunde wir sehen, also positiv oder negativ. Innerhalb von 2 Stunden könnten Kontaktpersonen avisiert gehen, an einer Quarantäne geschickt gehen, aber wenn ganz gut möchte, können die sogar nach derselben Tag impfen, ehe er in seine Quarantäne schickt. So, für dieses Szenario brauche ich keinen Tester, die eine besonders hohe Sensitivität haben, und auch keinen, die eine besondere Spezifizität haben. Für was das dann so? Eine hohe Sensitivität braucht er nicht, weil die ja zum Zeitpunkt von ihren Symptomen diagnostiziert gehen, und da haben sie einen relativ hohen Viral Load. Okay? Das heißt, die Sensitivität ist gar nicht, das ist gar keine Sensitivität, die muss man dann am PCR-Test vergleichen. Und er braucht auch nicht eine hohe Spezifizität, was eine hohe Spezifizität bedeutet, vermeiden meistens viel falsch positiver, weil wenn ein positiv getestet ging ist an so einem Szenario, da wird die an Quarantäne geschickt und da wird dann auch notdringlich nach PCR getestet. Das heißt, die sitzt am schlimmsten Fall 2 Tage an der Quarantäne und da kann er rauskommen.
Das heißt, man so Tester, die an einer hohen Inzidenzsituation hecht, an dem Fall eben, weil die Chance, dass ein positiv ist, wenn er Symptome hat, ist ja ziemlich hoch. Das heißt, an so einer hohen Inzidenzsituation wären schon ganz frei Tester möglich, die gar nicht so gut mit dem PCR-Test sich vergleichen lassen. An Lo sowieso, mänglich soll den auf den Weg gehen, an wirklich die Leute, die Symptome haben, nicht per PCR testen, was aber nach mehr lang dauert. Ich finde zwar effektiv, da muss ich aber auch dabei sein, also ich finde von Dr. Schmidt, den hat Leschke ja auf dem Background gesagt, ging 8 Stunden dauern, das wäre natürlich schon ganz gut, mit trotzdem eine halbe Stunde bedeutet, dass die Leute nach am selben Tag avisiert gehen, dass sie in der Quarantäne geschickt sind. Und das ging für mich wirklich ein ganz großer Fortschritt Sinn par rapport zu dem, was wir im Moment machen. Und viel mehr billig. Viel mehr schnell, viel mehr billig, viel mehr effikaz. Gibt noch so viel über das Thema Covid-19 zu sagen, mit zum Schluss nach der Blick an Zukunft. Ich weiß nicht, wie weit ihr das könnt machen, Dr. Müller. Wenn ihr Hummer Ihrer Meinung noch gepackt, wenn ihr können wir als ohne Maske frei bewegen, an die Kino oder Restaurant, Disco, an die Vakanz gehen, und vor allem, wenn ihr können wir als einmal näher holen. Ja. Bon, also ich meine, wenn wir geimpft sind, dann geht alles besser, an sogar gut. Wenn ich immer so weit, das kann ich schlicht ausrechnen, wir haben an den nächsten 6 Wochen haben wir ungefähr 30.000 Leute geimpft. Das sind ungefähr 1%, sagen wir mal 6.000, ne? 6.000 pro Woche. Ja, dann, das ist 1% von der Bevölkerung, dann muss ich überlegen, wie viel Prozent der Welt ausstreben. Und dann wisst ihr, wie viele Wochen das dauert. Wir hoffen aber, dass es dann ein bisschen mehr trotzdem geht. Also, bon, ich ging ja auch so, dass es vielleicht aber löserlös sehr geht. Aber das ist auch wichtig zu verstehen, auch die das organisieren. Ich meine, so eine Impfung ist genauso wie das für gesagt wird, ja, die lasse ich gegen Gelbfieber impfen, die stellt keine Frauen dazu. Und hier wird so gemerkt, wie wenn das eine chirurgische Operation wäre, aber wahrscheinlich auch nach einer juristischen Geschichte wäre. Das ist es nicht. Das ist einfach ein kleiner Piekser, der gemerkt wird, wir haben nicht viele Alternativen, das ist entweder der Piekser oder das der Virus. Und was dann passiert, das kriegen wir ja alle auf der Television gesagt. Ne? Ja, und nur dieser Krise macht ihn Claude, dir als Politiker, die Politik dann aber bestimmt doch noch erwischt. Also erstmal das abschaffen, wie wir das gelaufen ist, sondern auch Zukunft präparieren. Wir wissen ja, dass das möglich ist, eine Pandemie. Für uns zwei hat man gesagt, das geht nicht. Ja, also pure Sachen sind dort so. Ich fand sowieso, dass man schon auch die Zeit politisch solle benutzen, für eine Reihe Reflexionen zu machen. Das ist schon eins so die Impression, dass man momentan an der politischen Zukunftsgestaltung als große Zielsetzung an den Wurstungsmodell so schnell wie möglich zurückzukommen, wenn wir für drin wären. Bon, das kann ihn als politische Zielsetzung haben. Ich finde aber mal wert, sich zu freuen, ob man das zu Lützeburg auch so an dem muss füllen. Wir haben eine Wahlkampagne gefeiert für 2 Jahre, wo man als frohen über das Wurstungsmodell Lützeburg Soutenabilität über Jahren gestalt tun an nur die Depression man ging schnell wie möchte Hintergrund. Ich regretieren, dass man als nicht an der Politik Zeit die Diskussionen zu feiern, so scheint man wesentlich zu sein. Andere Diskussionen fand ich aber auch nicht unwesentlich, dass man uppacken. Zum Beispiel eine Diskussion auf europäischem Plan, wie also dann mit der Europäanisierung von der ein Deler von der Gesundheitspolitik, die als momentan Nationalpolitik muss man nicht einen Teil kommunitarisieren, ob Europa rüberholen, wie also mit der Europäanisierung von unseren Krisenbewältigungsmechanismen, müsste man als Anfang auch absolut froh darüber stellen und dann eng froh, die auch
nach immer nicht gestaltet, obwohl sie ugedurcht geht, dass wir hun am Anfang von der Pandemiekrise gesagt, gucken wir sind dependent, was einfach Beschaffung von Medikamenten umgeht, von Material umgeht, von anderen Kontinenten, vom Ausland, wir sind nämlich autark, wir haben das nämlich an unserer eigenen Produktion, und wir müssen das rumkriegen. Ich fand das fundamental richtig. Aber da muss ich ja wohl Frage stellen über die Reindustrialisierung von Europa, auch von Lützeburg. Wie machen wir es dann? Wollen wir sie wirklich? Weil das hat ja Konsequenzen. Da muss man sich auch vielleicht eine Regeln für die Installation von den Betrieben, für die Umziehung von den Betrieben. Die wollen wir es wirklich, aber wie soll man es meinen? Und das fand ich, vermisse ich momentan, und ich fand es wesentlich, dass man der Politik die Zukunftsgestaltungsdiskussion Logänge feiern, dass man wissen, was man in einem Jahr machen. Da schwätze ich nicht von Budget, von Ökonomie, Neustart, das sind auch ganz andere Fragen. Nee. Ich finde die Impression, dass man die Diskussion einfach nicht dazu kommen, für zu feiern. Vielleicht auch, weil man es nicht will feiern. Und ich fand es schön, weil du hast fundamental politische Responsabilität. Ja, Martin, da geht dich nicht aus. Nee, ich meine, ich geht es nicht aus, und ich werde echt, dass die Diskussion nicht will gefordert gehen über das Wüstum, den wir brauchen und den wir dann noch gerne hätten, weil das ist trotzdem wesentlich froh, die als Zukunft beeinflusst, und für die Zukunft von den nächsten Generationen, und die froh, die muss beantwortet gehen. Und dann haben wir natürlich einfach an alle Bereiche im Logement, weil die ganz große Probleme ist, die wir nicht können vergessen während dieser Krise. Und da haben wir ganz viel darauf der Lehre, erzähle ich das am Gesundheitsbereich. Ich meine, wir hatten eine Pandemie, wir haben auch am Rest im Gesundheitsbereich nach Probleme, die müssen gelöst gehen, wo nicht alles so läuft, wie es soll laufen. Auch das müssen wir aufpacken. Und das eben, wie gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir während dieser Krise noch das Politikfelder nicht vergessen, die immens wichtig sind für den Alltag von den Leuten. Dr. Müller. Ja, also ich meine, das, also so empfand ich, das schon eine gewisse Abbruchstimmung an der Bevölkerung, nicht nur halt zu Lützeburg, aber dass ihr merkt, okay, wir machen irgendetwas falsch mit unserem Planet. Und die Abbruchstimmung, meine ich, kann ihn nutzen, für wirklich auch Sachen innovativ, neue Veränderungen vorzuschlagen. Ich meine, wir halt zu Lützeburg haben ja wirklich einen Footprint, einen nationalen Footprint, den ja wirklich katastrophal ist. Und wir hatten noch, ich bin am Nachhaltigkeitsrat, da hatten wir auch eine Etüde dazu gemacht. Und der nationale Footprint, der steigt, der klimmt all Jahres. Und für dich so nicht mal, 15. Februar hatten wir schon dann hat man das schon abgebraucht, Ressourcen hat man schon abgebraucht, also verschiedene so ging leben wie die Residenzen zu Lützeburg. Und wirst aber noch mit 4% am Jahr. Natürlich kann ich ein bisschen einen Trick machen, da sind immer durch 12 Residenzen dividiert, und dann da wirst du praktisch nicht mehr, mit das aber, oder viel Männer, ich meine, das, was sich nicht verändert, als zur Superficie von unserem Land, dann tun wir die Ressourcen, was unser Land kann anbieten. Und ich meine, die Erkenntnisse, die müsste man an der Politik umsetzen. Und da gibt es meiner Ansicht nach auch einen großen, also ein groß, wie soll ich sagen, Bereitschaft für auf den Weg zu gehen. Und dann, meine ich, muss man auch unser Rentensystem überdenken, wenn die nämlich der Grund ist, für was wir immer mehr müssen Wachstum haben, dann das auch nicht kompatibel mit einem Neuabbruch an einer anderen Richtung, an einer anderen Denkweise. Vielleicht sehen wir dann aber noch etwas Positives daraus, einen neuen Abbruch. Auf jeden Fall, Dr. Claude Müller, für dich mal ein großes Merci an euch, dass da kommen Sie für bei unserem Podcast mitzumachen. Wir haben ganz viel gelernt bei euch. Merci auch Martin Hansen und Claude Wiesler. Merci für diesen Podcast und wahrscheinlich schon mal diesen Satz, nie so dax gesagt wie die letzten 12 Monate. Bleibt alle gut gesund.